David Sturm, Sie haben einen riesen, man nennt das ja so Boxstall, ne? Wo die trainieren. Der ist hier, wie groß ist er? 1500 Quadratmeter oder so? Ja, knapp 1500 Quadratmeter. Ein ganz feines Riesending. Ja. Also, das gilt als der schönste auch in Deutschland. Auch in dem Fall. Sie sind ein ehrgeiziger Mann. Sie wollen, was Sie machen, richtig machen. Ja. Und mitten in diesem Boxstall, da hängt eine Fahne. Ja. Und auf der Fahne steht Don't forget Srebrenica. Ja. Mit dem Datum 11.07.95, das war damals das Massaker. Genau. Dem Tausende, um genau zu sein, 8000 Bosnier zum Opfer fielen, unter den Blicken der Blauhelm-Soldaten. Genau, unter die Blauhelme aus den Niederlanden, die bewaffnet da standen mit Panzer, mit Kalaschnikow und die tatenlos zugeschaut haben, 48 Stunden lang, wie Menschen ohne jeglichen Grund abgeschlachtet wurden. Und 90% dieser Menschen waren Männer und Söhne halt von den ganzen Familien. Ihre Eltern kommen aus Bosnien? Ja, gebürtig. Mein Vater ist vor 38 Jahren hingekommen. Und ja, über das, was mich einfach an der Sache geärgert hat, das Thema wurde nie thematisiert. Nach 10 Jahren gab es sowas mal wie ein trauriges Jubiläum. Da wird auf irgendeinem kleinen Kanal mal gesendet, was da passiert ist. Und man sieht 11. September, so eine kleine Parallele, der 11.9., der 11.7. Da wird jedes Jahr weltweit geschaltet und alle großen Fernsehnachrichten bringen alle 3 Monate darüber was, seit diesem 11. September. Und über Srebrenica wurde nie großartig gesprochen. Das ist mitten im Herzen von Europa passiert. Das wenn Sportler oder Sportlerinnen zu Ihnen kommen, wird diese Fahne beachtet? Ja, sehr. Also man sieht es auch immer wieder, die Leute fragen immer wieder, die Fahne hängt seit dem ersten Tag an. Ich bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig, habe seit 2 Jahren dieses Gym und das war eins der ersten Sachen, die wir da aufgegangen haben. Links und rechts davon hängt keine andere Fahne oder was anderes, weil ich will einfach, wenn die Leute da hochschauen, dass der Fokus auf dieser Fahne ist. Und ist auch schon ein bisschen gezielt von mir, die Reporter fragen immer wieder, ich habe nicht vergessen, woher ich herkomme, ich habe auch die Leute dort nicht vergessen. Und für die Leute in Srebrenica ist es immer wieder eine große Motivation, dass die wissen, da ist jemand, der steht im Fokus weltweit und der denkt an uns, der gibt uns eine Motivation. Und ich kann nicht rückgängig machen, ich kann auch heute nicht sehr viel für diese Leute tun, vor allem kann man keine Söhne, Männer, Brüder zurückgeben, aber man kann erinnern und man kann immer wieder das Thema ansprechen und den Leuten sagen, da ist was passiert, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Sie haben einen kleinen Sohn.